Von der will ich weiter reden, von uns selbst Gott sein, eine Selbstliebe hat, ob wir uns selbst leben können, was von einem großen Liebe Gott für uns hat. Da würde ich kein 1000 Jahre von reden, das wird niemals genug sein, immer noch auf verschiedene Wege, wo Gott uns leben wird. Wenn Gott ist Liebe, da ist kein Hass in Gott, da ist kein Schlechtes in Gott, er ist Liebe. Und er sagt, durch das wollen alle Menschen weiten, auf die meine Jünger sind, auf die Liebe haben einer zum anderen. Auf einer anderen Stelle sagt er, das größte Gebot ist Gott zu lieben vom ganzen Hort, von ganzer Seele, mit all unserer Macht. Und dann sagt er, das zweite Gebot ist krass wichtig. Und das ist, dass wir uns nur lieben, so uns selbst. Als mein älster Junge 3 Jahre alt wird, dann haben wir den zweiten große geboren und Mama wird vielmals drauf mit dem zweiten Jungen. Dann führe ich manchmal Fashion mit den ältesten Jungen taub. Das ging am Schein und das ging mir Schein und das braucht das im Hilfsrück, das Mama die hat im Hilfsverrechten mit das kleine Kind schaffen, was immer sie will. Dann führe ich Fashion und ich führe auf eine steht Fashion, weil Fan Fashion werden, gewöhnlich immer Fashion kriegen. Aber da wird ein Wach über ein Lake und ein sieht Wach wird wo danach das andere sieht. Da wird eine 8 Schau große Trub durch, ungefähr 100 Meter lang, ein breiter Wach wieder über, wo da kann durchschälen oder der andere sieht. Und da wird eine Kant drauf mit feinen Steinen, da nur die Trub haben, also die Steine haben, dass er nicht ausschälen soll. Und als ich da wieder den Fashion wollte, mal einmal sagen, dass mein Junge ging da dicht bei der Korn. Und dann ging er auch auf die Steine ab und fängt an rauf zu sliden. Und da wird ein großer Dreilach, wo dann ansehen, die zum anderen Seite schälen. Und die fängt an da rauf zu sliden, da nur das lacht. Und oh, mir ging Grüllen durch. Oh, was wird nu worden mit meinem Sehen? Und ich ran dahin, hüpf zur Hand am Grieten und dann slide ich darauf nach der Wuta mit dem jungen Taub. Aber zu dem Moment, da dachte ich nicht an, was da wird werden, wenn ich da versippen würde, wenn ich da würde im Wuta ansliden. Ich habe so eine große Liebe zu das Kind, dass mir das nicht beifällt, dass ich dann würde, wenn ich da würde ansliden versippen würde, dass ich dann würde eine Witwe loten mit einem kleinen Kind, was ich selbst weiten muss. Wenn ich habe so eine große Liebe zu das Kind, in dem Moment, da fehlt das Kind an mir, anders würde das dann anrutschen und versippen. Und mir wird das kraken down, auf ich da würden anrutschen und mit dem Jungen versippen, taub, aber ich probe mein Basket und ich rutsche darauf und greif mir das Jungchen, wenn ich so eine Leute an, dass wann der soll, das schwere gehen von versippen, dass er wird meine Leib und meine Arms versippen können. Wenn er wird versippen, dann würde ich auch. Aber er wird meine Leib fallen können, das ist, was er durch das schwere Ding. Und zum großen Glück, als mein Vater bei der Mutter kam, traf der Einstein, was da fast wird, kann ich mich da holen und ich kann mich in den Jungen rüberbringen damit. Und das ist mir viel wert, dass wir hier länger, das sind nur über 20 Jahre zurück, und dass wir noch einmal fern leben und dass ich mit meiner Frau und meinen anderen Sehnsucht leben kann. Das ist mir viel wert. Diese Geschichte verteile ich nicht viel mehr, wenn mir so ein Grasel durchgeht, was passiert wird, wenn ich da wieder nehme. Aber meine große Leute, zu den Jungen, das früher nicht, oh, wo ich dann mal versippen, wo ich dann umgehen, ich dachte, mein Bass zu nehmen raten. Und weißt du was? Gott hat uns gemerkt, er hat gerade so eine große Leute für uns. Aber für ihn wird das nicht so leicht. Er liebt mich so viel. Er sagt, dass ich würde umgehen, dass ich würde sterben, dass ich würde auf ewig verdammt sein. Er sagt das und er hat es durchgenommen und greift mich das dort, aber am kostet das Leben. Und wenn dort er starb, schmeißt er mir nach, dass ich leben soll sein. Am kostet das Leben. Er war tot gemerkt. Er versaugt, kann ich sagen. Am war tot gemerkt.
dat hij mij leven kan, maar hij kan mij raden daardoor. En dat is de grote lief wat God te ons heeft. Dat is zo'n grote lief wat God te ons heeft. En daarin zo wie onszelf zijn goed zijn. De schepper van de ganze wereld, van de ganze, wat immer hij geschaffen heeft, die heeft zo'n lief te ons. Dat dat in dood kost. Dat is wat van een lief hij te ons heeft. En dat zal ons merken, dat we onszelf kunnen lief hebben. En wie zoveel weet zijn bij God, dan zijn we werkelijk wat we. We brauchen nicht rammen en ons groot doen en zeggen dat, oh, met mij is het zoveel. Nee, dat is grootje, dat is niet van God. Maar die wunder, die feilung van man, zie ik wat weet. Dan is ons dat weet, wenn andere ons beschenken, dan feilen we ons dat weet. Wenn God heeft zo'n grote lief te ons. En den God, den kunnen we aannemen. Den God, alles wat het braucht, is dat we hem vertrouwen. Hij heeft al onze zinden betoeld, al ons leid betoeld. Hij heeft ons geraad. Of we hem aannemen of niet, dat is op te ons. En Römer 10, daar zegt het dat, wanneer we met mil betaan en harten geloven, dan zijn we geraad. Dat is alles wat het braucht. Dat is rein alles. We worden dan later de woorden van de vrucht des Geestes hebben. Die wordt dan ontvangen aan ons te wassen. Dat is niet de eerste dag door. We zijn niet de eerste dag dat we grote appel aan een appelboom hebben. Maar dan zijn we een boom wat God zijn vrucht draagt. En dat deert een veel meer stout wat de vrucht is. Dat is niet dat hij dan voedt een hele mens is en alles recht doen kan. Dat deert een stout wat de vrucht aan is. Maar met die grote lief wat God voor ons heeft. Alles wat we brauchen doen is aanbeden en zeggen. God, ik wil de lief aannemen. God, ik wil die kind zijn. God, ik wil met die dood andere mensen leven. God, ik wil die lief wiederreden. Dan zijn we Gottes kind. Dat zegt de schrift ganz klar.